ist Lebenswasser Quark. Ich freue mich so sehr, dass ich hier so fern kann. Mit den Taub sein, wir haben hier so schöne Lieder gesungen und Gott angebetet. Und ein von diesen Liedern, ich frage dass die darüber singen, der Herr ist immer gut. Wir haben die Leute mitgesungen und ich gleich die Leute sagen, der Herr ist immer gut. Aber glauben wir wirklich, dass der Herr immer gut ist? Gehen wir Dinge durch in uns Leben, wo wir auf einem sein und weißt du was, das Späteste ist, der Herr ist nicht immer gut. Habe ich wirklich den Glauben, dass wir können mit vollem Vertrauen sein, dass der Herr ist immer gut. Hier ist ein Bild boven, mein Topic, das 90, mein Titel ist, wo bist du? Ich stelle mir so vor, das Mensch, was diese Stunde hat, ist du im Wüste Bahnen. Und er sieht nur Gott, er geht rum und vielleicht ist sein Leben ganz in zwei. Und er streckt seine Arme zu im Himmel und schreit nach Gott, wo bist du? Wo bist du in diesen Umständen, wo ich nicht gut bin? Er wird eine verschiedenste Dinge erwiesen, was vielleicht auch gegangen sind in seinem Leben. Wo bist du in das gewesen? Aber vielleicht ist dort, dass er es nicht nur nach Gott gewesen an den Tit. Wir haben alle diese Frau gestellt. Ich weiß, ich habe. Und aber die Bibel, die fängt an mit ein bisschen anderer Geschichte. Und Adam und Eva, die werden durch in Garten. Und wir wissen alle, die haben diese versündigt. Und die verstärken sich von Gott. Und in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 9, sagt und Gott, der Herr, raubt den Mann und sagt, wo bist du? Gott fragt ihn nicht, wenn er nicht weiß, wo er wird. Er weiß, kriegt, wo er wird. Aber ich glaube, was Adam diese Frau und das, guck mal in den Horten an. Wo ist es gekommen, dass du in diese Umstände bist, was du nicht bist? So, hier so, haben wir zwei verschiedene Frauen. Wir fragen Gott, wo bist du? Und Gott fragt uns, wo bist du? So, wir wollen beide Seiten von dir anhören. Wir wollen erst anfangen mit unserer Frau, nach Gott, wo bist du? Wir können alle Wege in der Bibel sein, du sind verschiedenste Menschen hier in der Bibel, die haben schwere Tiden, was die sind durchgegangen und die fragen Gott, wo bist du? Das sind so viele verschiedenste Geschichten. Ich habe hier so ein paar gelesen. Und ein von denen ist von David. In Psalm 13, Vers 2 sagt er, O Herr, wo lang warst du mir so ganz vergessen? Wo lang wirst du die von mir nicht sein lassen? Er ging durch eine schwere Zeit durch. Er wird von einem Königreich für König soll diese spielen. All die von dort, nur die ganze Armee, und der König hing am Rand und am Proben das Leben zu nehmen. Er weiß nicht, wo Gott wird in dem Moment. Er weiß nicht, was Gott am Hund hängen looten. Einmal fallen wir uns so mit den Umständen, was wir durchkommen da. Wo ist Gott in diesem Moment, wo mein Leben erst aufs Spiel gesagt? David fällt sich ganz allein. Einmal an der Stelle Tiden, was Gott uns zu jaft, das ist nicht, dass er nicht du ist. Hiob, hilft dir auch. Und Hiob 23, Vers 3, wenn ich bloß weiß, wo heute fängen wird, und wo ich nach Arm kommen kann. Einmal später so in uns Leben, wenn wir proben nach Gott zu sehen, wir lesen die Bibel, wir tun verschiedenste Dinge, oder das später so, wir kommen mal nicht nur an Gott. Das später ist, ich habe ein Exempel, wenn die normal von das, der haben seine Escalators, die nach der zweiten Stock geht, und die brauchst du abzukommen. Bei der eine, das ist ganz leicht, die stehst boven und die kostet gut abkommen. Aber wenn die an der anderen Seite proben das, die kostet diese Proben abzugehen und abzugehen und abzugehen, und die wirst never wiederkommen. Das ist das einmal sich sperren. Wir proben diese boven zu kommen, wo Gott ist, aber wir sind auf Artig zu stehen abgekrogen. Einmal wir fragen, Gott, wo bist du, wenn wir sind bloß nicht durch, wo wir können durch mehr. Wir sind vor uns auf den Städten, wir können bloß nicht sein, wo diese durchzukommen. Und ich glaube, ein von den Schwanz, ich würde mir sagen, das anlohnen, und mir das einfach sagen, weil aus Abraham sein versprochene Sehen soll opfern. Gott fragt ihm, nahm gehorchen, und er soll sein Sehen diese opfern. Und ich habe hier so ein paar Versen gelesen, und da würde so sagen, weil han tun, diese Frau kriegen, was die sehen zu der Frau hat. Das sage ich hier so in 1. Mose 22, Vers 7 und 8. Maar einmal sagte Isaac zu seinem Vater Abraham, Vater. Und Abraham antwortet, was soll sein, mein Sehen?
Ik stel me zo voor, hier zo heeft zijn hart als gedreigt. Dat als al schwaar was, wegen hij weet wat hij doen zal doen. En hij leert dat God wat aan de omwet geven. En Isaac zegt, wo is dat? We hebben dat geloofd en op de halt. Maar wo is het loon voor de brandopfer? En Abraham zegt, God wat doen zijn, dat hij een loon voor het brandopfer heeft. En zo ging ze beide weer. Ik stel me zo voor, hij wist wat de omstandigheden zullen zijn. Hij wist krijg wat God van hem verlangt had. En aber hij had volle vertrouwen op God, dat du wordt nog onder zijn. De loon wordt nog komen, de bak wordt nog komen, de wordt zijn. Aber hij wist dat hij mis 100% God gehorchen en dat doen wat God van hem verlangt had. En als de moment komt, wat hij zal zien door opofferen, dan met dat komt de engel en die had hem dus stel gehouden en je zegt dat du is dat, niet? En dan hadden ze gezien, dus weer de bak rijdt. Zij wie rijdt en hebben zoveel geloven op God, want hij ons zegt dat we zullen eerst wat zware terug doen, dat we kunnen met vollen vertrouwen zijn, dat we worden die boeien opklotteren, en wat immer er veelt, wat immer er brukt, dat we worden 100% genedig zijn voor wat God ons roepen deed, en dat hij wat dus zijn en de bak wat dus rijdt doen. God deed niet immer de boeien wegmoven voor ons en dat leeg maken. Hij is dus rijdt op de boeien boven. De bak die weer dus rijdt, als Abraham dus weer. Zo eenmaal hij wil gaan dat we zullen ook bloos de boeien opklotteren en dat dus ving. Eentje van ons vrouwen vielleicht, wo ist Gott in mijn financiële leven? Wo bist du in mijn familieleben, wanneer het hier zijn verjaart? Wo bist du in mijn krankheden, wat we hier zo gaan? Oder wo bist du in de gebeden, wat die niet antwoorden is? Ik geloof dat Abraham, we kunnen oft vergeten nicht sein, wo Gott uns da wat dus met helpen. Wir sind fast, wir können nicht sein, wo ist das Licht auf der Eng von diesen, von wo wir hier so vorne down. Aber wie ich 100% gehorsam sind zu Gott und was er von uns verlangt hat, dann ist die Bock dus rijdt. Und ich glaube, das Schwanste von det alle, das ist, was Jesus da ging auf die Kreuz. Jesus wieder auf die Kreuz und er nahm alle Sinnen ab für uns. Und er hängt auf die Kreuz. Er hat nicht seine Hänge gestreckt. Er wird nicht verbesselt. Er sagt nicht nur Gott. Er wird mit Gott so. Aber er wird durch eine Kreuz angenäht mit seinen beiden Hängen. Die werden up. Hier sind Matthäus 27, 46, sagt das, ungefähr Klock 3 in Mittag schrie Jesus laut, Eli, Eli, sabachthani. Da meint mein Gott, warum hast du mich verloren? Er fühlt, dass Gott wird nicht mehr durch ihn. Und wir wissen noch, dass Gott ist 100% ohne Fehler. So er kann nicht darum das Sinn sein, was er muss abnehmen. Für all die Sinne, was dann werden, was neu sind und was hier sind, habituiert worden sein. Er nimmt alle Sinne ab sich ab. Gott kann das nicht sein. Gott kann das nicht sein. Er muss sein Reden drehen durch Jesus. Und aber wenn Jesus das tut, das ist bloß durch wen, dass unsere Fehler nicht das letzte Wort. Gott sperrt sich für einen Stall, aber er ist du wenigstens durch. Und Jesaja 41,10 sagt das, ängst dich nicht, weil sagt sie mit dir. Fürcht dich nicht, weil sagt sie den Gott. Ich war die stark mir und die halten. Und mit meiner gerechte Hand war ich die Höllen bewahren. Als ich jung werde, ich glaube, wir waren 14, vielleicht 15 Jahre alt, ich hatte ein CD, wo ich für einen Harten leid. Da wird ein so besondere CD für mich. Und das wird ein Leid, und ich wollte hier so translaten, was das so sein wird. Und als ich diese Botschaft reid mir angehört, ich habe das Leid frisch angemerkt. Und das mir im Denken. Und dann kann ich endlich mal Deib in Deib hören, was das Leid hier so sein wird. Sag ich das, als ich klein werde, ich hielt meinen Vater seine Hand. Und als ich da stark genug werde, leite ich seine Hand los und ich probiere selbst zu tun. Ich würde fallen und ich schäme mich. Das ist einmal so, das ist in uns christlichen Leben. Wir glauben, wir haben das alle taub und auf einmal, vielleicht fehlt mir das nicht mal und Gott hier sagt, ich kann das als Salz dann, ich bin Salzkraut. Wir luten den seine Hand los und dann fallen wir. Und wenn wir fallen, dann kann es sein, dass wir sind arg und wir schämen uns zum Trägen. Wenn wir weiten, wie sind diese Arche was.
Jesus sagt es wieder. Ich sehe nur auf ein Boy und ich halte deine Hand. Einmal, dass das ist in uns Leben. Wir gehen so eine schöne Zeit durch, wenn wir nur noch Gott sind. Wir sehen das auf ein Boy. Wir haben Gott seine Hand durch und wir können bloß sperren, weil wir eine ferne Gemeinschaft haben mit Gott. Wir sind auf ein Boy und wir kicken rauf, weil Schmack, dass dieser Raum alle Loten hat. Wir wissen, dass mit Gott haben alles da. Hier ist wieder sagt, dass einmal denke ich im Lach. Und ich halte an, so fast als ich kann. Wenn wir in den Lach sind und wir nicht losluten, dann ich denke einmal an Jesus und Petrus. Jesus sagt, dass Petrus soll ab Wut abgehen. Petrus jenkt ihn ab und er dachte, er wird morgen nicht ab eins. Er sagt, dass du kommst große Wahlen und das ist an uns Leben kommt. Ab eins dann haben wir nicht uns Fokus 100% auf Gott. Und dann kicken wir bloß nur die schwere Dinge und die Wahlen, die nehmen uns unja. Und das später ist, wie können du bloß nicht reden, wir proben nach Salz zu abzukommen, aber wir gehen bloß unja. Und aber Jesus, er wird diese ganze Reit und er sagt, nimm meine Hand, ich werde hier so halten. Und Petrus schrie, halt mich. Er nimmt seine Hand und er hält ihm ab. Und als er hier war, sich 100% an Jesus so mit den Taub wird und dann konzentrieren dort an den Arm, dann können wir mit Jesus Taub gehen. Und dort ist es für uns erst. Wenn wir in den Loch sind und wir bezieht Gott gehen und nicht bloß an die schlechten Dinge kicken, was rum uns sind, denn das Welt ist bloß nicht perfekt. Dann sagt er hier wieder. Einmal sehen wir eine Welt und ich habe lang losgelassen. Einmal das Leben jetzt erscheint, wie viel wir reich von Gott anbeten, wie viel von Gott loben und preisen für die feinen Dinge, die in uns Leben passieren dann. Wir haben einen Tag gelassen, wir haben seine Hand losgelassen. Das ist so schön, dass uns das passieren wird. Aber hier ist der Lat und das Feuer und das Leid sagt, dass deine Hand hat eine Hole an mich. Gott lässt uns nicht los. Er hält uns immer fest. In Hebräer 13, Vers 5 und 6 sagt, dass sie nicht hungrig nach Geld, sie zufrieden mit was sie haben. Gott hat gesagt, ich werde die nicht verloren, die nicht im Stich lassen. So können wir im Vertrauen sein, der Herr ist der mir hält, ich will mich nicht fürchten. Wo kann ein Mensch mir undern? Als ich jung werde, ich taufe mich, als ich 14 Jahre alt werde, da wird eine so schöne Zeit in meinem Leben, ich werde 4, ich habe eine tiefe Gemeinschaft mit Gott, ich habe mein Leben ganz umgeändert. Ich weiß, dass mein nächster Punkt in meinem Leben, da wird mich taufen lohnen. Ich muss mich taufen lohnen. Ich werde bereit für das nächste Stopp in meiner Relation mit meinem Gott. Ich taufe mich und ich fange an Dinge rum zu hören, die Menschen rum. Das ist mal ein kleiner, jugendlicher Junge, der wird noch so viele Dinge durchgehen in seinem Leben. Warum würde er sich nie anluten taufen? Der wird so viele schwere Zeiten noch durchgehen. Er wird noch oft checken von Gott und er steht durch noch durchfahren. Und das gibt einen Druck in meinem Leben, so jung, und nicht viel, was ich heute für Gott. Das treibt mich ganz drauf und ich fange an, die Bibel zu lesen und zu sagen, was ich mit fange. Und ich merke das Bibel auf. Das ist die Bibel, die meine Eltern mir geben, als ich kriege, fahre ich mit Hoffen leid. Und ich merke das Bibel auf hier so. Und das fahre ich nicht bin, aber das ist im Psalm, das sagt es dort. Als Druck und Stress mir aufbringt, ich fange danach Mut und die gehorsam sein. Ich fange an zu rohren, weil ich kann es nicht verstehen. All diese Menschen, die wir rum und die geben mich Druck und ich will bloß arg, ich will mich nicht so taufen, ich will nicht all diese verschiedensten Dinge tun. Das gibt mir Druck, ich gehe zu meinen Eltern, ich sehe zu ihnen, ich rate zu ihnen, ich schaue mich durch und meine Eltern, die würden mir das erklären, was das sein wird. Die erklären mir dort und ich kann was am Mut fangen und ich kann was die Bibel lesen, das Späteste ist, ich habe was den Nötigkeit nach Gott gefangen. Als der Druck ran mir wird, was immer das wird sein, ich weiß, dass wenn ich Gott wird gehorsam sein, er wird immer mit mir taub sein und ich wird Mut fangen, mit am taub zu sein. Also je voller die anderen wirken mir in einen Tag. In dem Moment, als mir das Druck alle ankommt, ich wird so mutig den Smars, so mutig, dass es ever werden kann.
En dan op eens dan word ik treurig. En dan word ik dal wegen bij dingen wat ik hier deed. En dan roer ik. En dan word ik warmoutig. Deze gevallen, die kan boezig ändern in een dag. Aber wir weten, dat Gott seine Versprechungen, die ändern nicht. Gott sagt, en deze ganze Bibel ben, Gott sagt, ik ben nog helemaal hier. Ik ben nog helemaal hier. En wanneer we vragen doen, Gott, wo bist du in die schwere tijden? Hij vraagt ons, wo bist du? Wo bist du? Krijg dus Adam en Eva, ik stel me zo ver, du zo in den Garten, dat wat zijn zo schijn als, wat soll ich sein? So ein schönes Leben, ja, nicht mal, hier so ab dieser Welt. Du so in den Garten sein, alle Früchte haben, was du weißt, die Tiere, die sind, du so mag. Und du hast die Gelegenheit, du so mit Gott zu wohnen. Mit armen Gemeinschaft haben, direkt. Wahrscheinlich macht dort nicht sein, was. Und als ich sind nicht höre, so dass ich schon lesen, da Gott sagt nach ihm, er weiß kriegt, wo er wird. Aber er fragt Adam, wo bist du? Wo bist du? Der Sinn, dort ist, was am den Punkt brach. Er schämt sich, er hat Angst und er verstärkt sich. Wenn wir in Sinn leben, dann, wir schämen uns, zum zu Gott kommen. Wir haben Angst, unsere Sinne zu bekennen, wegen, was war es geben? Waren die Menschen, die auf uns anwaren? War ich auf uns anders behandelt worden? Und wir verstehen uns von Gott und hier ab mit ihm zu reden, wegen wir glauben, wir sind nicht würdig. Wo bist du spiritualisch, fragt Gott dich? Wo bist du in deinem Gebetsleben? Wo bist du in deinem Glauben? Wie das Glaubenpunkt. Einmal wir glauben, ja, wir glauben an Gott. Wir glauben an Gott, wir glauben, dass Jesus ist für uns gestorben. Aber glauben wir mit alles? Haben wir alles hingegeben, Gott? Einmal wie Stunde, und ich weiß, ich habe es selbst getan, klein mit Geldtroubles. Dann da wir in der Stadt Geld irgendwo angeben, wir holen all bloß für uns selbst. Wegen das Geld war auch nicht teuren, wenn wir noch für uns Tienel irgendwo geben. Und dann bei ihm war ich an, ich fing an zu beten, und Gott sagte zu mir, weißt du was, du brauchst nicht sorgen um das Geld. Und ja, das ist verschieden. Aber Gott beweist sich nicht mehr, als ich erst dort habe getan, ich fühle eine Ruhe über das Geld und ich darf nicht mehr über das sagen. Sei wie gehorsam, fragt Gott. Wo bist du, wo stehst du an den Gott umbeten? Und wo stehst du mit mir da? Fragt er. Ich denke an die Geschichte in Lukas 15 von der Sehen, was war ich von seinem Vater. Und dort ist für uns das Wiesen. Wie gut war ich von uns Vater, uns himmlischer Vater? Das kriegst du es heute. Das später gesagt, dass jetzt scheint, die sehen, der hat Geld, der hat Geld, ich glaube, der hat gut gepartied, und dann auf einmal hat er nicht mal Geld und hat er nicht mal Freunde um sich. Dann wird er durch. Ein Blatt, manche Schwein. Das ist das für uns in ein spirituelles Leben. Wie gut war ich von Gott? Und auf einmal sage ich hier ein Blatt, und wir wissen nicht, was wir durch wollen. Das lädt alle allmählich. Das ist schwierig, das ist eklig, unser Leben ist eklig. Und aber das sehen, er weiß das, wenn er war, dass er nur 7 Futter gehen, bloß ihm noch für ihn schaffen, dann würde er noch besser kein Leben, als was er diese wird. Vielleicht denken wir das selbst hier. Wenn ich am Sonntag hier sind, ich wegkomme, dann sage ich, oh, Natschaft wieder auf, was war ich nicht da. Vielleicht, ja, ich war noch Björn beten. Da kann ich noch halten. Aber wenn wir nicht uns 100% hingeben down, und Gott wirklich siegen down, wir können nicht bei dem Punkt kommen, wo das sehen, tritt ihm nur sein Futter, und der Futter hat seine Arms breit auf, und nimmt seinen Jungen an, und gibt ihm einen Kuss, und bleibt am. Das ist uns himmlischer Vater, und uns lernen das, dass wir uns für 100% hingeben nach ihm, und nach ihm ran, er wird uns annehmen. Das sind 2 verschiedenste Punkte der Vista, das wir am sein. Wir als Menschen und Gott. Wir fragen Gott, wo bist du? Und er sagt zu uns, er ist viel nur, als was du glaubst. Im Psalm 94, Vers 18 sagt er, der Gerechte schrien, und der Herr hielt und halbt an ihn all ihre Not. All ihre Not.
Weil wir Gott iets stehen doen en wie vrienden om te helpen, wie zieken aan. Hij helpt ons uit al onze nood. De tweede Punkt, dat is dat Gott ons vrienden heeft, wie bist du? Vielleicht bist du aufgegangen von Gott. Vielleicht hast du nicht deine Gebete gekriegt. Oder du glaubst, du hast nicht eine Antwort gekriegt für deine Gebete. Du bist aufgetrennt von Gott und du fängst an, Dinge selbst zu tun. Vielleicht ist es wegen, du hast die Verstärkung, dass du nicht mal an Gott kommst, wegen der Sinn, was du beim Leben ist. Vielleicht ist es wegen, du bist möglich, wo du nie genutzt bist. Hast ein gutes Leben, Leben jetzt scheint, fehlt nicht noch nur an Gott zu kommen. Aber Gott, er raubt die beim Namen, kriegst, dass er arm deed. Das schmeckt, denk ich, ist. In 1. Mose 3, dass Gott, er sagt nur arm. Dass wir nicht der Arm nach Gott sehen deed. Und das haben wir alle wegen Finger in der Bibel. Die ganze Bibel ist geschrieben, wenn Gott siegt nur uns. In Lukas 19,10 sagt, dass wir die Menschen sehen, als sie kommen, die zu siegen und seilig zu merken, die verloren sind. Der Kreuz, der ist die Antwort für die Bettfrauen. Wie fragen Gott, wo bist du? Er weist uns nicht den Kreuz. Er fragt, wo du bist, und Jesus Christus sagt, kommt zu mir. In Matthäus 11,28 kommt alle zu mir, die ihre schwere Lasten gehen und bedrängt und müde sind, und ich will ihnen Ruhe geben. Ich will ihnen eine Geschichte vertellen, meine Eltern, als ich jünger wird, ich weiß nicht gleich, wie alt ich wieder war. Aber ich war jung. Und ich war an, mein Dad wird sehr krank, der hat Nierentroubles. Und wir haben kurz drei Video hier so von ihrem Testimony. Und aber der hat ihre Punkt könnte sein, ihre Punkt der Vista, aber ich habe noch nervös nicht, mein könnte sein. So von dem war ich dort noch mitteilen. So aus der Anwärter, dass mein Dad sehr krank wird. Mir wird sehr schwer. Das Einzige, was ich kann denken, so schlecht es alles wird, ich dachte so, well, ich war bald nicht mal im Vorderhand. Ich war bald nicht mal hier separiert mit mir top sein. Mir heeft dann Angst, mein Hart bumst und ich dachte so, well, das bist du was. Aber meine Eltern, die bleiben stark im Beten und die haben Rot gefangen. Die Sachen, und weil das erste wird Familie. Vielleicht wird Familie irgendwann nach dem Fernet nie haben für meinen Dad. Nur was keiner hat, dann kriegt du wie mein Hoffnung 100% fit. Ich dachte so, nicht das eine wäre durch. Keiner kann einem nie geben, das ist durch. Dann als die ich war einmal testen, dann waren sie an, meine Mom können auch nicht nie geben zu meinen Dad. Die wären so fan kompatibel, dass wir einfach in Sinn von Gott. Gott beweist sich da. Aber für ihn wird das nicht sehen. Für mich wird das nicht. Das Einzige, was ich denke, nie steht, mein Dad verlieren, würde ich das Bett verlieren. Das ist das Einzige, was ich in meinen Kopf nenne. Als der Tag ist, dass die sollen meine Eltern operieren, die nie reden mit meiner Mom und dass mein Dad nennen, mir wird es schwer. Mir wird es sehr, sehr schwer. Aber ich hatte einen Onkel, der so mit uns taub wird, als der ist meine Eltern mitnehmen und die werden so eine Operationsstufe. Mein Onkel sagt, er wird mit uns taub beten, dass wir ruhig sein, dass wir Frieden haben, über alles, was so wird passieren. Und so, er betet mit uns taub, und ich würde sagen, das ändert alles. Das ändert 100% alles. Ich kann nicht spüren, dass Gott wird so mit uns. Mein Hart, der nicht mal so hinspumsen. Ich weiß, dass Gott wird so mit uns sein. Was immer da wird passieren, aber Gott wird so mit uns sein. Meine Eltern kommen so rein, ich bin der Erste, was mein Dad kann sein. Und ich würde sagen, der Mut kommt drei. Ich bin so mutig und mein Glauben an Gott wird so viel stärker als alles. Und ich weiß, dass er wie gnädig zu mir war. In Jakobus 4, Vers 8 sagt er, nur das geht nur Gott. Dann wird er auch dich nicht hinkommen. Je Sünder reinig jene hin, und je, die nach auf 2 Seiten stehen, merkt jene Harten rein. Gott ruft uns von dir. Was immer das ist, was immer schwere Dinge, die durchkommen ist,
Als die best aufgegangen von Gott, losgemerkt hast von ihm, als die glaubst, dass er erst nicht mal durch für die, als die glaubst, die kannst ihm nicht mal hier. Gott erst du, und er will haben, wir sollen uns bloß nur an den Arm kommen, und er wird diese mit uns taub sein. Wenn Leben schwer ist, wie kann sein, Gott, wo bist du? Aber vor, wie die Frau etwas gefragt haben, er fragt uns, wo bist du? Und das Interessante, denke ich, ist, diese Frauen haben eine große Unterschied unter sich, diese beiden. Wenn wir Frauen dann Gott, wo bist du? Wir Frauen dort in eine Wort, oder in eine Weide, oder in eine schwere Zeit, wo wir durchkommen, das ist auf eine schlechte Weise, dass wir am Frauen dann Gott, wo bist du? Und aber Gott, wenn er Frauen hat, wo bist du? Er fragt, dass ich lebe. Er will haben, wie sollen wir nur ankommen. Das Leben ist so groß, dass er schickt ihn uns zu sehen. Dass er wird gekriegt worden für uns. Er will bloß haben, wie sollen unsere Arms nachher halten und nach Arm ran, so saß es jetzt. So ich will hier so noch mit Ihnen taub beten. Dann will ich das hier so übergeben. Gott, Dankeschön. Dankeschön für diesen Moment, wo wir haben hier so mit die Taub. Ich freue mich, dass wir dein Wort haben und dass wir können nur kommen, dass die hast uns alles hier vor uns fehlt, und dass wir können die fangen. Gott, ich freue mich, dass wenn irgendwer hier so eine schwere Zeit durchgeht, wenn die nicht weiten, wo wieder zu kommen, wenn die nicht das Licht kann sein, dass die was entwiesen, wo sie können nur an die kommen. Was du sie mit tun, dass sie weiter können nur an die kommen. Gott, ich sage dir Dank, dass Jesus hat geschenkt für unsere Sinne, dass wir uns nicht dürfen schämen, dass wir können mit unseren Sinnen in die kommen. Und ich bete, dass du uns alle darfst in unsere Herzen von dir rühren, dass wir können alle nur an die kommen. Dankeschön. Amen.